Die Studenten Marinus, Julia und Sebastian auf ihrer Baustelle. Beim Verputzen mit Lehm. Heute, Mitte Januar, ist ein besonderer Tag. Die Holzmodule kommen. Die Kernbausteine ihres Forschungsprojekts. Hier an der Hochschule Rosenheim erprobt die Studentengruppe das Bauen der Zukunft. Der Plan? Mit Hilfe ihres Lehrers Jochen Stopper wollen sie die Probleme beim Bauen lösen. Wir haben ein Abfallproblem, wir haben ein Ressourcenproblem und wir haben ein Treibhausgasproblem. Und aus dem Grund werden wir in Zukunft Gebäude bauen, die nachhaltige Ressourcen verwenden, die keinen Abfall produzieren. Das heißt, wir brauchen kreislauffähige Materialien, die sortenrein entnommen werden können nachher wieder auch und wiederverwendet werden können. Und wir müssen CO2-neutral bauen. Insofern glaube ich, in Zukunft werden wir so wenig Beton wie möglich verwenden. Bis Ende April wollen die Studenten ein Demonstrationsprojekt an der Rosenheimer Hochschule abschließen. Die Idee? Bauen der Zukunft bedeutet Verdichtung ohne Flächenfraß, besonders in den Innenstädten. Und das geht so. Bestehende Gebäude sollen ihr Dach verlieren und dafür eine Aufstockung bekommen. Gebaut wird in die Höhe, nicht in die Breite. Eine solche Wohneinheit bauen sie auf dem Hochschulcampus tatsächlich. Als Beweis, Bauen der Zukunft ist nachhaltig, klimaneutral und dennoch bezahlbar. Die Studenten setzen keinen Beton ein, sondern nur Holz, Lehm als Innenputz und Stahl. Rückblende. Dezember letzten Jahres. Die Studenten beginnen mit 2 typischen Produktionsprozessen des Bauens der Zukunft. Einmal fertigen sie Bauteile vor. Das spart Zeit auf der Baustelle. Und sie bauen Module, die sie auf dem Campus nur noch zusammensetzen müssen. Das ist preiswert. Dabei setzen die Rosenheimer auf Holz. Für sie der Baustoff der Zukunft. Ist das wirklich so? Ja, meint Hubert Röder. Der Holzexperte besucht einen Privatforst bei Augsburg. Er will die Holzernte begutachten. Das Hauptargument des Forschers: Holz hat eine sehr gute Klimabilanz. Hubert Röder meint, Holz ist ein Baustoff der Zukunft. Holz ist ein fantastischer Baustoff, speziell jetzt im Klimawandel. Mit der Nutzung der Wälder und der Bereitstellung vom Rohstoff Holz, um Gebäude daraus zu bauen, leisten wir den besten Klimaschutzbeitrag, den wir uns überhaupt vorstellen können. Wir speichern in großen Mengen CO2 in diesen Gebäuden, idealerweise für Jahrhunderte, und entziehen damit den Kohlenstoff der Atmosphäre, wo er den Klimawandel verursacht. Holz schlagen fürs Klima? Vielleicht überraschend, aber Forschungen haben gezeigt, ein solcher Privatforst wie hier hat eine wesentlich bessere CO2-Bilanz als jeder Nationalpark. Der Grund? Der Harvester fällt ältere Bäume, schont den Nachwuchs. Es gibt praktisch kein Totholz, keine alten Bäume, die verrotten und Treibhausgase erzeugen.
Wir haben natürlich einen bewirtschafteten Wald als wesentlich bessere Maßnahme, um das Klima zu schützen. Wenn wir ihn nicht nutzen und stilllegen, dann erreicht er sehr schnell eine Nettobilanzsumme von 0. Das heißt, genauso viel CO2 entweicht, wie gebunden wird. Wenn wir ihn nachhaltig nutzen, dann haben wir auf der einen Seite zuwachsstärkere, dynamische junge Bestände und auf der anderen Seite das Produktholz, das wir sehr lange in Gebäude speichern können. Also die Bewirtschaftung ist für die Kohlenstoffbilanz die wesentlich bessere Maßnahme als die Nutzungseinschränkung oder Stilllegung. Aber das Holz muss noch verarbeitet werden. Verdirbt das energieintensive Sägewerk noch die Klimabilanz? Nicht, wenn die Energie vor Ort regenerativ erzeugt wird. Wie in einem Sägewerk nördlich des Aichacher Forsts. Ein Kraftwerk produziert Strom und Wärme. Klimaneutral. Verfeuert wird die anfallende Rinde der Baumstämme. Die Energie aus den Holzabfällen speist den Produktionsprozess. Die Wärme wird hier gebraucht. Das Schnittholz muss bei 70 Grad tagelang trocknen. Und hier wird der Strom benötigt, für die Maschinen im Sägewerk selbst. Es gibt eine 100% Verwertung. Aus Holz wird Baustoff, aus Rinde Energie, aus Spänen Pellets. Nun wollen die Macher die Logistik verbessern. Als weitere Optimierungsschritte wollen wir in den nächsten Jahren versuchen, die Elektrifizierung weiter zu fördern, sowohl bei unserem internen Staplerverkehr als auch bei LKWs, bei Anlieferung, aber auch ausgangsseitig und setzen bei Rundholzlieferungen in weiteren Entfernungen auch auf die Zuglieferungen. Unser Ziel ist, dass wir bis 2025 komplett CO2-neutral produzieren. Der Baustoff Holz hat also eine tolle Ökobilanz bei Einsatz regenerativer Energie vor Ort. Eigentlich wie früher. Jahrhundertelang produzierte der Standort die Energie selbst, erneuerbar. Nicht aus Holzabfällen, aber mit Wasserkraft. Die Wissenschaftler Thomas Kränkel und Kai Osterminski erforschen an der TU München die mechanischen Eigenschaften von Baustoffen. Wie zäh ist Stahl? Wie fest Beton? Jetzt steht der Baustoff Holz auf dem Prüfstand. Holz unter dem Elektronenmikroskop. Grob gesprochen besteht es vor allem aus Fasern, die alle gleich ausgerichtet sind. Die mechanischen Eigenschaften sind parallel oder quer zur Faserrichtung völlig unterschiedlich. Die Druckfestigkeit von Holz ist am kleinsten senkrecht zur Faser, wie hier. Am größten parallel dazu. Der Biegetest. Solche Belastungen muss Holz, etwa als Deckenbalken, aushalten. Die mechanische Belastbarkeit, also was Holz mechanisch kann, ist für sein Gewicht sehr gut. Das heißt, da ist es eigentlich annähernd konkurrenzlos für die normalen Bauprodukte. Aber wenn das Holz Feuchtigkeit aufnimmt, verliert es an Tragfähigkeit. Das ist auch ein bisschen das Problem, dass wir an der Stelle vielleicht sogar die Dauerhaftigkeit, also die Beständigkeit des Holzes verlieren, indem es dann anfängt zu gammeln, um das mal eindeutig zu sagen. Auf der Baustelle eines Holzhauses geht es schnell voran. Die Bauteile sind vorgefertigt.
Dieses Holzhaus wurde auf der grünen Wiese in 3 Tagen aufgestellt. Das spart Kosten. Alles ist aus Holz. Wände, Decken und Böden. Das zeigt, der Baustoff Holz kann auch bei tragenden Teilen Beton vollständig ersetzen. Zudem benötigt ein solches Haus weniger Beton für das Fundament, da es sehr leicht ist. Ein Nachteil: Holz dämmt Wärme zwar schon recht gut, dennoch braucht es zusätzliches Material zur Wärme- und Schalldämmung. Gerade bei Wohnhäusern wird die Holzbauweise immer beliebter. Jedes 5. neu erbaute Haus in Deutschland ist ein Holzhaus. Kann der wachsende Bedarf des Baustoffs Holz aber auch aus den heimischen Wäldern gedeckt werden? Die Antwort lautet ja, bei weitem. In den bayerischen Privatforsten stehen die größten Holzvorräte pro Hektar weltweit. Das klingt gut, ist aber für den Wald schlecht. Ein so dichter Baumbestand ist zu alt, zu anfällig. Das ist natürlich in Zeiten des Klimawandels ein irrsinnig hohes Risiko. Das heißt, wir müssen aktiv diesen Wald umbauen. Wir müssen also die älteren Bestände ernten und bereitstellen als Baustoff Holz. Und damit haben wir kein Versorgungsproblem, um Gebäude aus Holz zu bauen. Im Gegenteil, wir müssten eigentlich noch viel intensiver diese Wälder umbauen, damit sie klimafit für die Zukunft werden. Also mehr Gebäude aus Holz bauen und das, was wir jetzt an Holz bereitstellen, dauerhaft, langfristig diesen Kohlenstoff binden im Gebäudesektor. In den nächsten 20 Jahren müsste in den heimischen Wäldern rund doppelt so viel Holz geschlagen werden wie heute. Dann gäbe es 2 Gewinner, so Hubert Röder. Der umgebaute Wald, der als gesunder Mischwald dem Klimawandel trotzen kann, und eine nachhaltige heimische Holzwirtschaft mit Ressourcen in Hülle und Fülle. Auf der Rosenheimer Baustelle Mitte März. Die Studenten sind mit Holzarbeiten beschäftigt. Doch heute wird ein anderer Baustoff geliefert. Stahl für eine Fluchttreppe. Heute Abend schon soll sie fertig sein. Stahl ist ein Baustoff der Zukunft, weil er immer wieder verwendet werden kann, also rezyklierbar ist, in Zukunft sehr viele Bauteile durch Bauteile aus Beton ersetzen kann und abschließend auch in naher Zukunft eigentlich CO2-frei produziert werden kann, wenn die Energieversorgung entsprechend umgestellt worden ist. Stimmt das? Noch ist die Stahlproduktion alles andere als CO2-neutral. Das wissen auch die Studenten. Sie verbauen hier ein Material, das die Klimabilanz ihrer Baueinheit drastisch verschlechtert. In einem Hochofen der Salzgitter AG. Hier wird Stahl produziert. Und damit jede Menge Kohlendioxid. Der Grund für die miserable Klimabilanz des Stahls? Koks. Auf dem Gelände der Salzgitter AG liegt er im wörtlichen Sinne auf Halde. Der Koks macht aus dem Ausgangsstoff Eisenerz reines Eisen und Kohlendioxid. Die Klimabilanz von Stahlprodukten ist viel schlechter als die von Beton. Sehr schade, finden Kai Osterminski und Thomas Kränkel. Denn Stahl hat einzigartige mechanische Eigenschaften. Das zeigen die Tests der Münchner Baustoffprüfer. Einfach ausgedrückt besteht Stahl aus Körnern, die sich voneinander abgrenzen. Größe und Art der Körner bestimmen die mechanischen Eigenschaften.
Stahl im Zugtest. Der Baustoff bricht nicht plötzlich, sondern warnt vor. Das verhindert böse Überraschungen. Kurz vor dem Bruch schnürt er sich ein. Die Forscher stellen ein ziemlich gutes Zeugnis aus. Wir haben eine relativ hohe Festigkeit, eine unglaublich gute Dehnfähigkeit, was auch ganz wichtig ist für ein Bauprodukt. Er ist wasserundurchlässig. Nachteile sind an der Stelle die Dichte vielleicht zu nennen, das ein relativ schweres Produkt ist. Dafür können wir die Träger ein bisschen schlanker machen dann. Wir haben bei Wasserkontakt die Möglichkeit, dass Korrosion entsteht. Also das ist ein kleiner Nachteil davon. Und die Wärmeleitfähigkeit ist relativ hoch, also als Dämmmaterial nicht einsetzbar. Ein Baustoff der Zukunft. Wäre da nicht die Klimabilanz? Doch die ändert sich gerade. Im Stahlwerk Salzgitter sollen Windräder immer mehr grünen Strom produzieren. Damit werden Elektrolysegeräte betrieben. Sie stellen Wasserstoff her. Der Wasserstoff ersetzt den Koks. Es entsteht kein Kohlendioxid mehr. Im Jahr 2050 soll das Werk so aussehen. Hunderte Elektrolyseanlagen produzieren mit Windstrom Wasserstoff. Mit seiner Hilfe wird dann hier aus Eisenerz reines Eisen hergestellt. Das macht die Stahlherstellung nahezu klimaneutral. Die Rosenheimer Studenten bauen ihre Treppe aus Stahl, weil sie dann schlanker sein kann als aus Holz. Das spart auch Material. Und noch einen großen Vorteil hat Stahl, gerade gegenüber Beton. Wir können ihn gut sortenrein wieder auseinanderbauen, wenn wir ihn nicht mehr benötigen am Ende des Lebenszyklus. Und wir können ihn immer wieder einschmelzen und wieder verwerten und wieder verwenden. Also das heißt, wir haben mit dem Stahl ein Material, das super recycelbar ist. Gegenüber Holz hat es den Vorteil, es ist nicht brennbar. Das ist bei einem Fluchttreppenhaus von großem Vorteil. Am späten Nachmittag ist es dann soweit. Die Treppe steht. Stahl kommt vor allem da zum Einsatz, wo hohe Zugfestigkeit gefragt ist, etwa bei der Überdachung von Sportstätten. Der dritte Baustoff der Rosenheimer: Lehm. Allerdings nur als Putz. Für tragende Bauteile könnte Lehm in gebrannter Form ein Baustoff der Zukunft sein, als Tonziegel. Wie hier in einer Ziegelei nahe Moosburg an der Isar. Betriebsleiter Georg Bauer und Bauberater Michael Priller setzen auf den Ziegel. Der Ziegel ist der Baustoff der Zukunft, weil man mit ihm am Bau alles bauen kann. Er wird regional gefördert und regional produziert. Er ist nachhaltig und in Zukunft wird man ihn fast klimaneutral produzieren können. Stimmt das? Stichwort Nachhaltigkeit. Der Rohstoff liegt gleich neben der Ziegelei, in einer der vielen heimischen Lehmgruben. Lehm, also der Rohstoff des Ziegels, ist hierzulande in Hülle und Fülle vorhanden. Vor allem in Südbayern. Stichwort Klimabilanz. Kurze Wege sparen Transportkosten und Treibstoff. Wie gut ist aber die Klimabilanz der Herstellung? In diesem Werk sparen die Produzenten CO2, wo es nur geht. Zum Beispiel mit einem Trick. Seit Jahrhunderten werden dem Lehm Zusatzstoffe beigemengt, etwa Papier oder Sägemehl. Das verbessert die Qualität. Der Zusatz spart aber auch Kohlendioxid, später beim Brennen. Die ersten Prozesse benötigen wenig Energie.
und könnten in Zukunft mit grünem Strom nahezu klimaneutral ablaufen. Dann müssen die Lehmziegel in den Trockner zum Wasserentzug. Das ist energieintensiv. Da hilft Technik. In diesen Rohren werden die im Ofen entstehenden heißen Rauchgase gereinigt an den Trockner zurückgeleitet. So benötigt der Trockner selbst keine Energie. Dann geht es in den Ofen. Bei bis zu 1000 Grad werden die Ziegel gebrannt. Hier wirken die Zusatzstoffe wie regenerativer Brennstoff und steuern mehr als 70% der Heizenergie bei. Der Rest wird mit Erdgas bestritten, also fossil. Noch. Die CO2-Emissionen im Ofen können durch Wasserstoff ersetzt werden. Wir setzen Wasserstoffbrenner ein, mit denen wir genauso wie beim Erdgas jetzt mit Wasserstoff den keramischen Brand durchführen können. Die 1000 Grad Celsius, die wir benötigen zum Brennen der Ziegel, erreichen wir auch mit Wasserstoff. Und die Energiefreisetzung geschieht auf die gleiche Art und Weise wie mit Erdgas. Auch hier werden Treibhausgase eingespart, mit Hilfe von Nadelholzfasern. Sie werden in die Hohlräume der Ziegel eingerieben und wirken später als Dämmstoff im Gebäude. Fazit: Die Ziegelproduktion der Zukunft kann nahezu klimaneutral ablaufen. Der Rohstoff Lehm ist reichlich vor Ort vorhanden, der Ziegel also ein nachhaltiger heimischer Baustoff. Aber wie gut sind seine Baueigenschaften? Zum Beispiel die Druckfestigkeit. Der Ziegel unter dem Mikroskop. Eine Keramik mit vielen Hohlräumen. Sie sind mit Luft gefüllt. Das sorgt schon mal für eine gute Wärmedämmung. Der Drucktest offenbart die Schwächen. Er ist spröde und kündigt den Bruch nicht an. Im Vergleich dazu Beton. Er warnt vor und bricht erst bei höherem Druck. Der Hochlochziegel hat also eine geringere Festigkeit als zum Beispiel der Beton. Bezogen auf sein Gewicht wäre dann das Leistungsgewicht entsprechend von den Werkstoffen, die wir uns heute angeschaut haben, das geringste. Was ein großer Vorteil ist, ist, dass diese Materialien Bausteine sind, die man auf der Baustelle relativ leicht verarbeiten kann. Also auch dort relativ leicht Wände mauern kann. Das ist sicherlich der mitgrößte Vorteil. Diesen Vorteil kann man auf jeder Baustelle sehen. Bauen mit Ziegel ist ein bisschen wie Lego. Baustein auf Baustein. Und wenn die Größe mal nicht passt, wird zugeschnitten. Ein idealer Baustoff vor allem für Wände, wo er Beton leicht ersetzen kann. Der Ziegel ist Marktführer unter den Baustoffen, besonders in Bayern. Da sind mehr als die Hälfte aller Wohngebäude aus Ziegel. Ein Problem des Ziegels galt es aber noch zu lösen: die schlechte Wiederverwertung. Im Ziegelwerk Leipfinger-Bader bei Mainburg wird zu 100% wiederverwertet. Eine Weltneuheit. Und so geht's. Der Ziegelbruch wird in 3 Fraktionen geteilt. Einmal Ziegelsplitt. Er wird schon heute beim Straßenbau verwendet oder als Pflanzensubstrat. Dann die Dämmstoffe im Ziegel. Sie werden in dieser Anlage regelrecht aus den Löchern gepustet und können wieder als Dämmstoff eingesetzt werden.
Drittens der Problemstoff, Ziegelsand. Das war bislang Abfall. Jetzt nicht mehr. Aus Ziegelsand wieder Ziegel herstellen. Das ist Forschern des Unternehmens gelungen. Das Rezept ist streng geheim, aber neben Ziegelsand kommen noch normaler Sand, Wasser und ein Bindemittel dazu. Das Gemisch kommt in eine Presse. Nach dem James-Bond-Motto geschüttelt, nicht gerührt. Und fertig ist der Kaltziegel. Er muss nur noch an der Luft getrocknet werden. Er hat vor allem hervorragende Dämmeigenschaften. Und noch ein Plus in der Ökobilanz des Ziegels. Gut zu sehen beim Werk nahe Moosburg. Alte Abbauflächen werden wieder Wiese mit Solaranlagen oder in Biotope verwandelt. Ende April in Rosenheim. Die Hochschüler geben Gas. Heute noch wollen sie Richtfest feiern. Julia, Marinus und Sebastian arbeiten an der Holzfassade. Es gibt aber auch noch andere Arbeitsschritte. Also neben dem Bauen mit nachhaltigen Rohstoffen wird das Bauen der Zukunft auch einen gewissen Technikanteil brauchen, mit dem wir regenerativ Strom erzeugen, weil unsere Gebäude der Zukunft müssen mehr Energie erzeugen, als sie selber brauchen. Und wir müssen auch an andere Kreisläufe denken, zum Beispiel an Wasserkreisläufe, damit wir hier auch die Ressource Wasser in Zukunft besser schonen, als wir das bislang machen. Sogenannte PVT-Module produzieren Energie. Diese Module sind eine Mischung aus Solarthermie und Photovoltaik. Sie liefern also Warmwasser und Strom. Übrigens mehr Strom, als verbraucht wird. Wie groß ist denn das? Ich weiß ehrlich gesagt echt nicht mehr. Vermessen für die spätere Installation. Der Anschluss von den Modulen. Ein Wechselrichter macht aus dem solaren Gleichstrom Wechselstrom für die Steckdose. Der Überschuss wird in einer Batterie gespeichert. Kriegst du das nicht? Inbetriebnahme der Wasseraufbereitung. In dem Tank wird Brauchwasser gesammelt, etwa aus der Dusche. In den schwarzen Kunststoffteilen befinden sich Bakterien. Es ist also eine biologische Aufbereitung. Und dann endlich Richtfest.